Guten Tag, ihr Leid. Das hier ist ein Kurzreview zu Exit Man Deluxe. Das Spiel ist schnell vorgestellt. Man ist ein Männlein und man geht in die Exit-Tür rein. Bam. Spiel fertig. Mehr braucht man nicht erklären. Das ist mein Kurzreview. Das Spiel ist gut, kauft's euch, kostet 5 Euro, ist zu teuer. Wenn es günstiger geht, kauft's euch zweimal. Problem gelöst. Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen weiter labern. Man sollte versuchen, im gelben Bereich zu landen, sodass man auch wirklich die Türe rausgeht und nicht so wie ich jetzt. So, hier. Dann gibt es Bonuspunkte. Beziehungsweise überhaupt Punkte. So gibt es nur Punkte für geschaffte Wellen. Es reicht aber auch grundsätzlich im weißen Bereich zu sein. Wenn man nicht im weißen Bereich ist und dann geht es mir so wie jetzt und dann stirbt man. Das Spiel hat sogar noch ein bisschen mehr zu bieten als einfach nur das da. Wie gesagt, 4,99 gibt es für PlayStation, Xbox und Switch. Ist mir persönlich zu teuer. Für 1 Euro würde ich sofort mitnehmen. Für 2 Euro würde ich kurz drüber nachdenken und würde es mir kaufen. Aber 5 Euro ist mir zu teuer. Für einfach so ein pures Highscore-Spiel. Aber es ist gut. Man kann Skins freischalten. Ich nehme hier mal eine Katze. Eine Katze kommt immer gut. Und es gibt noch mehr Spielmodi. Zuallererst hätten wir einfach gegen den Computer. Man kriegt hier einen Computer, man sieht auch jetzt seine Stärke gerade. Und dann tut man quasi gegen den Computer. Man kann sich nicht gegenseitig behindern. Wie man sieht, der ist schon recht gut, der Computer. Der kriegt irgendwie jedes gelbe Fenster. Die Katze ist zwar kleiner, aber hat dieselbe Hitbox oder so. Sie rennt genauso schnell. Also es ist wirklich nur kosmetischer Natur, wie das Männlein aussieht. So, ich will jetzt den schon noch fertig machen hier. Das kann ja wohl nicht sein, dass der mich hier platt macht. Manchmal ist es praktisch, kannst du einfach nur stehen bleiben. Uah, jetzt gerade nicht. Okay, das wird nix. So, dann haben wir auch diesen Modus durch. Das ist einfach gegen den Computer. Es gibt eine Art Missionsmodus, sag ich mal. Die sind immer gleich aufgebaut. Man hat verschiedene Wellen, die man schaffen muss. Das hier ist das Normale. Da glaube ich, dass die Wände langsamer fallen. Da hat man eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit. Da kriegt man eine Vorgabe gemacht, wie viele Türen, also gelbe Bereiche, man treffen muss. Sagen wir mal, von 10 Stück musst du irgendwie 5 treffen oder so. Und da ist es genau andersrum. Das mag ich eigentlich sehr. Da kriegst du gesagt, wie viele gelbe Bereiche du meiden musst. Du darfst also nicht im gelben Bereich stehen. Musst natürlich, sterben darfst du natürlich nicht. Aber du darfst nicht im gelben Bereich stehen. Zumindest nicht zu oft. So. Oh, das war natürlich doof. Das war voll doof. Okay, ihr wisst aber, was gemeint ist. Ansonsten, es gibt einen Mehrspieler-Modus. Ich spiele es hier auf der Switch. Da ist 4 Spieler lokal. Ihr habt ja jetzt gesehen, es ist so, wie wenn man gegen den Computer spielt, nur dass dann halt mehr Leute rumwuseln. Natürlich geht das an einer Switch. Und es gibt den Battle Royale-Modus. Der ist nicht, so wie man hier eventuell denken könnte, online. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich glaube aber nicht, dass der online ist. Der ist einfach nur gegen den Computer. Und du kriegst dann halt einfach, so wie hier jetzt, unten ein bisschen angezeigt, wie viele Leute das raus sind. So, dann machen wir das mal ein bisschen. Kann nicht lange dauern, bis ich abkacke. Ich mag das Spiel sehr. Es ist halt so ein kurzes Highscore-Spiel. Nicht viel nachdenken, einfach machen. Ähnlich wie das allererste WarioWare, damals noch für den Game Boy Advance, hatte so ein Spiel, wo man so einen Papierflieger einfach nur durch ein Labyrinth, war kein Labyrinth, aber so einfach nur nach unten steuern musste und bestimmten Hindernissen ausweichen. Es ging einfach nur um Highscore. So ähnlich ist das. Einfach nur so Highscore, so, hab jetzt einen Highscore, dann gibst du es weiter an Kollegen oder so oder tust abkacken, so wie ich gerade. Und die Sache ist gut. Mal gucken. Achso, man kann noch, wenn man genug Punkte gesammelt hat, ich habe jetzt 640, kann man durch Betätigen von Y, kann man sich hier aussuchen, freischalten. Ich gebe mal das aus. Okay, habe jetzt wohl einen Soldaten freigeschaltet. Das hier sind Sportler, die kosten dann halt 200. Das ist doch kein Sport. Auf einem Segway stehen ist kein Sport. Auf dem Segway irgendwie einen Abhang runter und überleben, das ist Sport. Ja, hier sieht man die Figuren, die man freischalten kann, die halt einfach durch Geld.
Also es gibt keine Ingame-Käufe. Also Ingame-Käufe schon, aber keine Microtransactions. Das ist ja Quatsch bei dem Spiel. So, ansonsten... Oh, cool. Ihr seht da rechts, da läuft ein Timer runter. Wenn der runterläuft, musst du einfach nur X drücken, kannst das Paket aufmachen, kriegst du 100 Punkte geschenkt oder so. Einfach mal mitnehmen. Ja, und das war's soweit von meinem Spiel. Cool. Ernst jetzt, kauft euch das Spiel. Aber wie gesagt, für 4,99 ist mir das eigentlich zu teuer. Wenn es mal so im Angebot ist, wie gesagt, so für 1 Euro, 2 Euro, 3, wenn du Geld übrig hast und ein Saufspiel brauchst, dann ist das noch okay. Ansonsten für 1 bis 2 Euro würde ich sagen, ja, bedenkenlos zugreifen. Probespielen braucht man nicht, weil ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Danke und tschüss.